Rosanna checkt, Rosanna checkt. Was geht ab? Wie und genau? Rosanna checkt für dich. Ha! Da hat sie! Du bekommst einen Bus heim und du auch grad. Verkehrssünder verwischen, die schnell fahren, das ist das eine, was die Autobahnpolizei macht. Ich will heute wissen, was machen die eigentlich sonst noch so? Und genau darum bin ich heute unterwegs mit der Autobahnpolizei Basel-Land. Genauer gesagt mit dem Christoph und dem Fabian. Und was mich natürlich am meisten interessiert ist, erlebt man als Autobahnpolizist wirklich so verrückte Verfolgungsjagden wie im Fernsehen? Das ist ja so, die gibt es natürlich. Oder? Sie sind nicht immer so lang, es explodieren nicht immer so viele Autos und es ist natürlich schon auch eine Gefahr für uns, es ist eine Gefahr für alle anderen. Ich weiss darum nicht so recht, ob ich hoffe, dass wir heute noch jemanden verfolgen oder ob ich mehr Angst davor habe. Auf Patrouille weiss man auf alle Fälle nie ganz genau, was als nächstes passiert. Wenn wir da büssen, der war am Telefonieren. Da geben jetzt einen Ordnungsbus hier. Der war jetzt am Telefonieren. Wir holen jetzt den Lastwagen dort raus. Und während der Fabian und der Christoph noch den Lastwagenfahrer fürs Telefonieren büssen, passiert dann wirklich noch etwas. Achtung. Moment schon. Wir haben gerade einen Funkspruch getroffen, dass das Fahrzeug geflüchtet ist vor einer Polizeikontrolle. Wir hören jetzt mal, wo das durchgeht. Und wenn das Fahrzeug Richtung uns zieht, dann ziehen wir dort auch noch mit. Okay. Ob es doch noch eine Verfolgungsjagd gibt heute bei Rosanna checkt's, wir werden es sehen. Anfangen tut mein Tag aber nicht auf der Straße, sondern in Zissach, in der Zentrale. Also herzlich willkommen zur A3-Tour. Der Fabian ist Tourenverantwortlicher und verteilt als erstes mal die Aufgaben. Ich gehe heute auf Patrouille mit dem Fabian selber und mit dem Christoph. Die Polizisten sind nämlich nie allein unterwegs. Viel Spass mit den Einsätzen. Bevor es losgeht, will ich mir aber noch schnell die Verkehrsleitzentrale anschauen. Von da aus beobachtet die Polizei, was auf der Autobahn so passiert. In der Schweiz hat es nämlich an fast allen heiklen Orten auf der Autobahn Überwachungskameras, zum Beispiel in den Tunnels. So kann die Polizei schneller reagieren, wenn irgendetwas ist. Man kann den Verkehr aber nicht nur beobachten von da aus, sondern man kann ihn auch leiten. Der Name Verkehrsleitzentrale sagt es ja schon. Zum Beispiel Ampeln steuern kann man, Fahrstreifen sperren oder Tafeln beschriften. Das erzählt mir der Guido. Also das heisst, ihr könnt da nicht nur beobachten, sondern ihr könnt da auch beeinflussen? Das ist richtig. Wie gesagt, Fahrstreifen sperren. Da haben wir unsere PC, wo wir Schaltungen machen können. Und ihr könnt auch die Tafeln, oder? Die elektronischen Tafeln, könnt ihr jetzt etwas draufschreiben? Du kannst jetzt selber etwas draufschreiben, wenn du willst. Was ich will? Ja. Perfekt, hast du das gemacht. Und jetzt kann ich das jetzt aufschalten auf Es der ist so, Tafel, bitte? wir sehen es jetzt hier bei uns, aber rausschalten darf ich es nicht. Man hat auch manchmal, ich als Fußballfan, will man manchmal draufschreiben, Gratulation, FC Basel, dass sie gewonnen haben, oder gratulieren zum Schweizer Meister. Ich Aber das darfst du nicht. Aber ich darf das nicht machen. Aber es wird einem manchmal so reizen. Das würde einem reizen, ja. Das Oder ein Kind, das hat Geburtstag, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Ja, da können wir es machen, aber rauslassen dürfen wir es nicht. Okay, ja, dann lassen wir das jetzt halt einfach so. Aber wir gehen ja trotzdem selber noch raus, du und ich, auch wenn wir nicht dürfen, unsere Nachrichten auf die elektronische Tafel schreiben. Und das machen wir jetzt gerade. Zuerst schauen wir jetzt aber das Polizeiauto noch ein bisschen genauer an. Für was sind die da? Das sind Twisters. Die brauchen wir eigentlich zum Beispiel in der Nacht. Die kann man so am Boden fallen. Die sind sehr robust, kann einen Lastwagen drüber fahren. Und mit einem Hütchen drauf sieht das noch ganz interessant aus. Super aus. Und man sieht es auch, wie es weiter. Juhu! Aber das Horn darf ich nicht. Ich würde es nicht rein tun, sonst hören wir nichts mehr. Okay. Aber Funken darf ich. Will das Zentrale von Rosanna antworten? Ja, vielleicht. Bis Zentrale verstanden, antworten.
Wir fahren jetzt los. Ja, ich habe es verstanden. Gut. Juhui! Als erstes gehen Christoph, Fabian und ich schauen, ob sich auch alle an Geschwindigkeitsregeln halten. Wir besuchen ein anderes Team von ihnen mit einer mobilen Radarfalle und auf dem Weg quetsche ich mal noch ein bisschen Fabian aus. Was ist eigentlich so der Unterschied zwischen euch und in Anführungszeichen der normalen Polizei? Also gibt es da einen Unterschied zwischen der Autobahnpolizei und den normalen Polizisten? Die normalen Polizisten, das wäre, ich würde jetzt mal sagen, die Sicherheitspolizei. Wir sind in dem Sinne einfach noch ein bisschen spezialisiert auf zum Beispiel Geschwindigkeitsdelikt. Das heisst, wir können lasern, wir haben Equipment, wo wir Autos Geschwindigkeit feststellen von verschiedenen Fahrzeugen. Wir sind ein bisschen spezialisiert bei Unfällen, bei schweren Unfällen und zum Beispiel auch im Schwerverkehr mit Lastwagen und Gewicht von denen und so weiter. Dort sind wir auch spezialisiert. Also, sonst machen wir die gleichen Aufgaben, aber einfach ein paar Spezialthemen, wo wir noch ausgebildet sind. Okay. Und so die Verfolgungsjagden, die man einmal im Fernsehen sieht, ich weiss nicht, das hat auch die Sambo-Community sehr interessiert. Zum Beispiel das Sambo-Mitglied Sani29. Das kennt man ja als Alarm für Cobra 11. Schaut ihr das? Kennt ihr das? Alarm für Cobra 11? Manchmal schauen wir so Sachen. Okay. Das ist aber für uns eher ein bisschen amüsant, oder? Weil es ist halt, das rechte Polizeileben ist halt schon nicht gerade so, dass immer Autos explodieren und die ganze Zeit Verfolgungsjagden stattfinden. Das ist Eben so, so. die Verfolgungsjagden, gibt es die wirklich oder ist das alles, gehört das alles ins Reich von der Fantasie? Nein, die gibt es schon. Das ist so, die gibt es natürlich, oder? Sie sind nicht immer so lang, es explodieren nicht immer so viele Autos und es ist natürlich schon auch eine Gefahr für uns, es ist eine Gefahr für alle anderen. Aber das kann es geben, dass man jemandem nachfahren muss, das ist so. Passiert das echt heute? Ist alles möglich bei uns, jederzeit. Ich weiss nicht, ob ich es hoffe oder ob ich Angst davor habe. Das Wir sehen wir müssen dann, erst mal je nachdem was es schauen, ist. Je nachdem was es ist, sehen wir es dann. Unterdessen sind der Walti und der Peter schon mal am Radarfallen aufstellen. Jeder Zentimeter ist wichtig. So eine Radarfalle funktioniert nämlich nur, wenn sie im richtigen Winkel zum vorbeifahrenden Auto steht. Einen Blitz braucht es, damit man den Fahrer sieht, und einen Fotoapparat, um das Beweisfoto zu machen. Was man nicht sieht, das ist das Gerät, das die Geschwindigkeit misst. Das ist ein Fotoapparat versteckt. Wenn alles richtig installiert ist, dann geht der Walti auf seinen Posten, also mit dem Laptop auf die Brücke. Und ich bin auch schon fast da. Der letzte hat jetzt 130 Kilometer gehabt, statt 120. 130 sind 13 Kilometer zu viel. Da kommt jetzt noch Toleranz von 6 Kilometer weg. Das sind 7 Kilometer, wo er zu schnell gefahren ist. Was passiert denn jetzt mit dem bei 7 Kilometern? Ja, der bekommt jetzt ein schönes Briefchen heim mit einem Einzahlungsschein und das wird dann 60 Franken kosten. Okay, das geht auch jetzt noch. Ja, ja. Ich nehme an, da siehst du Schlimmeres, oder? Ja, das ist klar. Das Schnellste, das ich hier selber hatte, war mit 193. Ui, fast 200 Stundenkilometer. Das ist also viel zu schnell. Und wenn du so schnell unterwegs bist und der Walti macht ein Foto, dann nimmt die Polizei den Fahrausweis weg. Die gehen dann direkt bei dem daheim vorbei und dann wird der Ausweis an Ort und Stelle weggenommen. Zum Glück kann ich ein Auto fahren, passiert mir das nie. Es wird noch Alkoholtest gemacht, Drogentest, ob er fahrfähig war zum Zeitpunkt der Übertretung. Und wie gesagt, sofort das Billett weg. In der Zeit, wo der Walti und ich auf dieser Brücke gestanden sind, hat übrigens etwa alle 3 Minuten einer geblitzt. Mit 200 unterwegs war, ist aber zum Glück keiner davon. Der Walti bleibt jetzt noch Witz und blitzt. Ich gehe aber weiter. Der Christoph und der Fabian wollen mir nämlich noch zeigen, wie man einen Lastwagen kontrolliert.
Als erstes muss man ihn natürlich einmal rauswinken. Das macht das Mal ein Kollege von Fabian und Christoph mit dem TÜV. Gut, also dann finden wir das mal raus, der wirklich etwas auf dem Kerbholz hat. Tu das mal hier lassen Aha. und wir gehen hintereinander die Waage. Ah, jetzt müssen wir zuerst wägen. Jetzt müssen wir wägen, das müssen wir als erstes machen. Gut. Hier sieht man einmal grob, wie viel Gewicht das Fahrzeug hat. Es hat ein bisschen mehr als 41 Tonnen. Aha. Wir können hier umstellen. Und sehen jetzt das Gewicht für das Zugfahrzeug vorne. Das ist einfach jetzt Also das ist die auch Seite. das, was in der Führerkabine drin ist. Genau das. Das ist jetzt das Gewicht, das es wieder anzeigt. 800 Kilo. Also 24.800 Kilo. Ah. Also 16.600 hinten, 24.800 vorne. Genau, und 41,5 von dem Ganzen. Gut. Können wir jetzt schauen. Okay. Das Gesamtgewicht ist 40 Tonnen. Da hat er aber zu viel. Gesamtgewicht 18. Ja. Also hier und hier wäre er eigentlich gut, aber alles in allem ist es zu viel. Es gibt 30 gesagt, es gibt 44 Tonnen, oder? Entschuldigung, schnell. Das ist hochstehende Mathematik. Ich komme überhaupt nicht mehr raus. Dabei ist es eigentlich gar nicht so kompliziert. Der Lastwagen ist schwer, aber ein bisschen zu schwer darf er sein, falls die Waage nicht ganz stimmt. So oder so schauen wir jetzt mal noch, was der hinten drin hat. Brickes! Das sieht jetzt gut aus, oder? Die sind bündig, die haben oben Sicherungen drauf. Auch hier, der ist auch sicher, der geht auch nie hin. Auf der Seite ist es genug hoch, dass es irgendwie seitlich oder so auch nicht rausgehen würde. Also das ist eine saubere Sache, das ist gut. Der Mann mit dem grünen Hut neben mir ist übrigens der Jonas. Er ist der Lastwagenfahrer und muss jetzt noch in ein Röhrchen blasen. So findet man heraus, ob er auch wirklich nüchtern ist und nicht betrunken. Weiter. Jawohl. Das ist eigentlich der ganz blau gesehen. 0,0. Glück Jawohl. gehabt, nein. Glück gehabt, nein. Nein, einfach nicht getrunken. Genau. Was man natürlich auch immer macht, ist den Ausweis kontrollieren. Und das darf heute ich machen. Das ist jetzt der Kollege auf der Verkehrsleitzentrale. Du musst ihm einerseits den Namen durchgeben von dem Hallo. und das Geburtsdatum. Das ist das andere. Das ist der 1.3.1994. Der ist noch jung. Der klärt jetzt ab, ob alles in Ordnung ist. Jawohl. Aha. Jawohl, das sieht ziemlich genau so aus. Super. Sehr gut. Danke vielmals. Tschüss. Stimmt alles? Sehr schön. Ja. Ist alles in Ordnung soweit. Sehr gut. Fabian, wieso will man eigentlich Polizist werden? Das ist unterschiedlich. Bei mir war es so, ich wollte Leuten helfen und interessanten Job ausüben. Und das ist Polizist. Du hast jeden Tag ist anders, du hast immer verschiedene Einsätze. Du erlebst nie das Gleiche und du hast mit Leuten zu tun. Wenn man noch mal Polizist ist, hat man super Möglichkeiten, um in der Kriminalpolizei zu arbeiten, Verkehr zu arbeiten, einmal Sicherheit zu arbeiten. Also die Möglichkeiten sind super, also es gibt viele Gründe. Gefällt dir also immer noch? Super, ja. Gut, bin ich froh. Also was immer interessant ist, ist, wenn du Verdächtige anhalten, festnehmen. Das haben wir auch schon gehabt, dass Verdächtige geflüchtet sind und wir die eigentlich können kurz verfolgen und anhalten und festnehmen noch hätten. Und das ist schon gute Einsätze. Da hast du das Gefühl, du hast wirklich etwas Gutes gemacht.
Auch der Christoph würde eigentlich gerne fragen, was er lässig findet am Polizistenjob. Aber weil er am Fahren ist, will er lieber nicht so viel schwätzen. Aufmerksam ist er aber trotzdem. Da war zum Beispiel am Telefonieren. Da. Jetzt hat es gerade versorgt. Jawohl. Wenn wir da gerade büssen, dann wäre am Telefonieren. Da geben sie einen Ordnungsbus hier. Der war jetzt am Telefonieren. Da. Was holen wir den jetzt raus? Den holen wir nicht raus. Ja. Den holen wir jetzt raus? Ja, der telefoniert. Wo nehmen wir ihn an? Wir holen jetzt den Lastwagen dort raus. Dort war einer am Telefonieren. Wie habt ihr das jetzt gesehen? Er hat es wieder runtergenommen und versorgt. Ich habe es gut im Rückspiegel gesehen. Und wie holen wir den jetzt raus? Jetzt suchen wir eine gute Position, suchen, wo wir den anziehen können. Das ist ein relativ langer Lastwagen. Es wird wahrscheinlich Rastplatz müssen sein. Weil wir können den nicht einfach auf den Pannenstreifen ziehen. Das ist viel zu gefährlich für uns und für ihn. Nur wegen so etwas. Aber auf einen Rastplatz würden wir jetzt den ziehen. Okay, und ihr habt ihm jetzt schon signalisiert, dass ihr ihn rausnehmt? Das haben wir jetzt noch nicht, weil wenn ich das rein tue, dann wird er wahrscheinlich sehr, sehr viel langsamer fahren. Aber wir können es mal probieren. Ich tue jetzt das hier rein. Das ist das, was wir hier vorher mal einmal gemacht haben. Bitte folgen. Ich habe jetzt das drin. Der gurkt jetzt ein bisschen an. Also mich muss ein bisschen angurken. Der Fabian erklärt mir noch schnell den Umgang mit den Killen. Und dann bin ich dran. Das ist das Erste, der Ausweis. Wir schauen, ob es übereinstimmt. Schauen, ob es fahren darf. Das ist ein Lastwagen und ein Anhänger. Das wäre das hier. Ja. Hat er auch. Ja. Achtung. Wo ist das? Moment schon. Moment. Wir haben gerade einen Funkspruch getroffen, dass ein Fahrzeug geflüchtet ist vor einer Polizeikontrolle. Wir hören jetzt mal, wo das durchgeht. Und wenn das Fahrzeug Richtung uns zieht, dann ziehen wir dort auch noch mit. Okay. Ich denke jetzt gleich, vielleicht gleich noch die ein bisschen Cobra 11 Danke schon vielmals. für uns. Ja, das ist im Moment gut. Abgesehen vom Telefonieren am Steuer ist auch der Lastwagen in Ordnung. Die Busse die kann man bei der Autobahnpolizei direkt zahlen, mit dem Kärtchen sogar. Das sind die Ausweise und die Quittung. Trotzdem gute Fahrt. Er muss wieder zurück. Ja, bitte schön. Tschüss. Der Lastwagen kann wieder los und auch wir machen uns wieder auf den Weg. Der Autofahrer von vorher der ist übrigens in die andere Richtung gefahren. Zu einer Verfolgungsjagd kommt es darum heute nicht, aber ein paar Polizeivideos von so Verfolgungsjagden schauen wir jetzt gleich noch schnell. In den Autos von der Autobahnpolizei hat es nämlich spezielle Kameras, mit denen man die Geschwindigkeit von anderen Autos messen kann. Der Raser da vorne der ist zum Beispiel mit 200 Sachen unterwegs. Und der spinnt völlig. Bei fast 240 km/h kommt auch die Polizei fast nicht mehr mit. Das ist also sehr gefährlich. Dem TÜV-Fahrer da, dem ist schnell für sich auch irgendwie, glaube ich, auch wichtiger als seine eigene Sicherheit. Schau mal. Und auch der hier hat es wahnsinnig brisant. Hey, nein. Was mir jetzt gerade extrem auffallen ist bei dieser Kontrolle und auch schon vorher, wenn ich da mit in einem Auto sitze, dann ist es
total lustig und es ist total easy und wir haben es mega gut und schwätzen. Und kaum sind sie in der Polizistenrolle, die zwei, sind sie so richtig in der Polizistenrolle und so ein bisschen streng und so, man hat so ein bisschen Angst. Und das ist etwas, was mich so recht wundernimmt. Fabian, lernt man das eigentlich noch, mit so Polizistik ernst und seriös auftreten? Sicher, ein bisschen weit lernen wir sicher. Wir haben auch dafür Schulungen. Aber ich denke, ein bisschen weit ist es auch angeboren, dass man vielleicht so ein bisschen autoritär kann sein kann. Und ich denke, die Situation, die erfordert es dann auch. Und aufgrund von dem reagiert man ganz einfach so. Dass man klar und deutlich und kurz und prägnant antwortet oder Fragen stellt. Okay, das müsste ich in dem Fall dann noch ein bisschen lernen, wenn ich jetzt für Polizistin werde. Habe ich aber noch ein bisschen Zeit. Danke vielmals. Schon mal, dass ich dabei sein durfte. Gern geschehen. Und fahren die mich jetzt eigentlich noch heim auf Zürich, oder was? Geht auf Zürich? Ja. Am Bahnhof? Das ist auch gut. Also super. Am Bahnhof, in dem Fall. Gut, Deal. Und wir sehen uns wieder nächste Woche. Da wird das andere gecheckt. Was geht ab? Wie läuft genau? Rosanna checkt für dich. Wenn du wüsstest, was alles schief geht, wie Rosanna checkt's. Au! Nein, wir müssen nochmal anfangen. Nein! Nein! Nochmal! Aber zum Glück kann ich ja über mich selber lachen. Nochmal. Wenn du es auch lustig findest, dann findest du alle Folgen auf srfzambo.ch.